Ein historisches Ereignis. Der erste E-Prix Zürich und das erste Rundstreckenrennen seit 64 Jahren in der Schweiz. Schon wochenlang freue ich mich auf diesen Tag und jetzt ist er endlich gekommen. Race Day. Mein Puls schlägt höher und ich freue mich unendlich, die Fahrzeuge endlich in Action zu sehen. In der Schikane war man so nah an den Fahrzeugen, dass man morgen früh sogar die Augen der Fahrer gesehen hat. Das habe ich noch nie erlebt. Weil man so nah dran war, hat es echt coole Fotos gegeben hier. Weil es noch früh am Morgen war, war das Licht dementsprechend schön und es hat so wunderschöne, goldige Streifen gegeben, wo das Licht durch die Häuserschluchten gebrochen ist und die Strecke wunderbar beleuchtet hat. Das platzt hier aus allen Nähten, was auch zeigt, dass das internationale Interesse mehr und mehr wächst. Spannende Vierteljahr. Ich bin recht erstaunt, was es alles für gute Fotospots gegeben hat. Und darum bin ich recht zufrieden mit den Bildern vom ersten Training. Ich habe mich dann zurück zum Paddock aufgemacht und mir einen Plan machen für das zweite Training. Ich habe also meine Karte vorgenommen und habe mir mögliche Fotolocations einzeichnen, die ich noch gerne besuchen möchte. Wie ihr seht, haben sich die Strassen und die Formel-E-Strecke langsam angefangen zu füllen und wir mussten schon ein bisschen die Ellbogen ausfahren, um an die guten Plätze zu kommen. Ich habe mich also in eine Menschenmenge reingezwängt und dann habe ich probiert, zwischen Köpfen, Pylonen und Zaun durch zu fotografieren. Während dem zweiten Training habe ich ganz viele Fotolocations außerhalb der Strecke abgeklappert. Die nächste, die ich hergehen wollte, war Kurve 6. Falls ihr euch fragt, warum ich mit Kopfhörer fotografiere, ich habe gleichzeitig noch das Commentary gehört, dass ich weiss, was abgeht auf der Strecke.
Wie auf dem letzten Bild auch gut sieht, es hat langsam wirklich viele Leute angefangen zu haben und es ist kritisch geworden zum Foto. Also man ist fast nie mehr zu suchen gekommen und darum bin ich nicht so optimistisch für das Qualifying und für das Rennen gewesen. Aber ich habe mich trotzdem riesig auf die Quali gefreut, einfach für die volle Leistung von diesen Elektroautos zu sehen. Es war extrem beeindruckend, den Fahrern zuzuschauen, wie die hier mit Vollgas in Kurve 1 fahren. An anderen Orten auf der Strecke hat es dann eher so ausgesehen von den Leuten her. Darum habe ich mein Weitwinkelobjektiv ausgepackt und habe noch ein paar Mitzieher probiert. Ich lasse es dann gut sein mit dem Foteln, weil ich glaube nicht mehr, dass da während dem Rennen mit all diesen Leuten viel Schlaues wäre rausgekommen. Ich wollte mich dann auf die Siegerehrung konzentrieren, die ihr dann später seht. Und so war es endlich so weit gewesen. Der allererste E-Prix in Zürich ist gestartet. Egal ob elektrisch oder nicht, es ist einfach ein Weltgefühl für mich, an der Rennstrecke zu stehen und Autos an mir vorbeizurasen. Und wenn einer der Fahrer bei über 200 km/h rechts reinzieht und probiert, die erste Kurve zu überholen, dann ist das einfach ein riesiges Gefühl. Und so ist der erste Zürich E-Prix auch schon zu Ende gegangen und es ist langsam Zeit geworden für die Siegerehrung. Und dann wollte ich nämlich wieder anfangen zu fotografieren. Der EJ hat die Leute eingeheizt auf die Siegerehrung, die jetzt gleich kommt, und recht leise sind auch schon die Fahrer gekommen für ihren grossen Auftritt. Die Fahrer rennen nämlich in der Formel E einmal durch einen ganzen Tunnel von Fans führen zum Podium. Hier ist der Geron D'Ambrosio auf Platz 3. Der Sam Bird auf Platz 2 war ein bisschen schnell für meine Kamera. Aber der Lucas Di Grassi hat mich gut verwünscht. Die Siegerehrung war auch so ein welches cooles Erlebnis, weil du bist halt extrem nah an den Fahrern dran. Ich war noch mit in so einem Haufen brasilianischen Fans, das hat es noch doppelt so cool gemacht. Und
so ist ein fantastisches Wochenende für mich zu Ende gegangen. Es war wirklich mega cool gewesen. Ich konnte recht coole Fotos machen, was ich nicht gedacht hätte am Anfang. Und jetzt hoffe ich, dass auch 2019 ein E-Prix in Zürich wird stattfinden. Ich bin auf jeden Fall dabei.